So, hallo zusammen, sind wir wieder. Wir sind da im letzten Part sind wir hier getauchen, haben ein geiles Schwert gefunden. Ich finde das hure cool, dass sie jetzt im Witcher kannst tauchen, überall her schwimmen und Unterwasserwelt, fantastisch. Also ich muss noch ein Kränzchen winden da, das haben sie. Haben da wieder ein Meisterwerk geschaffen, einfach. Es ist so cool. Super. Suchtfaktor 10. Ich kann fast nicht hören. Oh, da ist eine Kiste. Nein, das ist keine Kiste. Nur so ausgesehen. Ah, das ist die Insel, ja, genau. Die Insel, die verfluchte Insel. Aber da mit den Geistern waren, das war ja cool. Dermassen abwechslungsreich, das Spiel. Ja. Ich bin bei Folge 40 angekommen mittlerweile. Und ich sehe kein Ende noch. Also, ich bin erst am Anfang, oder? Wirklich. Es gibt ein Monsterprojekt für mich. Super. Cool. Ah, hier ist es. Lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst. Ja, In Ruhe! ja. Hier. Was ist mit dir? Warum läufst du mir nach? Was ist mit du Graham? Ich habe mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Aha. Okay. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Klopf, klopf. Ich will reden. Bist du taub, Mann? Ich hab hier... Wer bist du? Aha. Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabel reden. Annabelle. Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot. Hat Gift getrunken. Und ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner,
Wir sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle. Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen, sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Dich trifft keine Schuld. Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Ah, das ist sie, hä? Ein hübsches Mädel noch, hä? Tragisch, tragisch. Oh, hat er sich schon henkeln. Scheisse. Shit. Komm, jetzt zündet dir ein Kerzchen an. Ich wünsche dir alles Gute. Halt die Ohren steif, mein Junge. Oh, da ist noch ein Brief. Hey, ich soll noch einen Abschiedsbrief schreiben. Also. In diesem Fall müssen wir wieder zurück zur Kira. Aber zuerst gehe ich heute zum Händler. Okay. Hä? Was ist passiert?
Hester. Und jetzt ist sie frei. Legen die Hühnerhaut. Jetzt bin ich erklüpft. Jetzt hat sie ihn noch umgebracht. Jetzt sind sie zusammen wieder. Shit. Scheiße. Ja, ja, so ist das gsi, mit der Annabelle. Händler? Hast du Geld? Selbstverständlich. Ja. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hat er schon eins? Was ist das? Zerschlissene Satteltaschen? Nein, brauche ich nicht. 70 Kapazität. 320 Steine. Wäre zwar schon noch gut, hä? Ich muss heute schauen. Ich muss heute schauen. Nicole. Wie ich glaube, nur 30. Da die kaufe ich. Sei gegrüßt. Die kaufe ich. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Gib. Und dafür kannst du das Bier haben. Und die Schwerter kannst du haben. Das und das. Das macht einfach wahnsinnig viel Schaden durch. Aber das da kannst du haben. Und die da kannst du haben. Stufe 9. Ja, ich warte noch gerade mit der. Aber die könnt schon. Die da könnt schon. Oh. Und dann hier. Wie bin ich? Jetzt kann ich 90 tragen, das ist gut. Jetzt kann ich dann noch etwas mehr tragen. Es gewinnt, will wir nicht machen. Leb wohl. Also, weiter. Weiter zu Keira. Oh, mit Lauten. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse.
Ja, das war schon mal so eine Tragödie gewesen, he? Da hat sie mir ein Amulett gegeben. Romeo und Julia mässig, du. Warst du nicht neulich erst bei ihnen? Ja, So, jetzt Satteltaschen montieren. Jetzt habe ich 130 getragen, das ist super. Ist tipptopp. Statt nur 90, 40 mehr. Das ist tipptopp. Der Wind heult. Das ist cool. Was gibst du den Damen denn als Dank? das findest du selbst raus, sobald du ihre Hilfe brauchst. Platz! Also, Komm schon! der Wind heult, ja. Giele, Giele. So ist's gut. Was ist das für ein Reisender gewesen? Das ist ein Händler, ja. Los, los. Ein reisender Händler. Und schau, was du da zu bieten hast. So laufen wir nicht davon. Sei gegrüßt. Zeig, was du hast. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich könnte vielleicht noch ein sehr spezielles Zeug haben. Ah, von denen brauche ich. Von denen brauche ich Nostrix. Das weiss ich jetzt gerade. Und zwar nehme ich von denen 5. Nein, ich nehme noch 2. Oder 5. Die habe ich 10. Gut. Gib. Gut, das ist, was sagt man sonst nichts. Ja? Was ist das? Zerriebene Perle. Reines Silber. Sehr gut. Okay, merci. Bis dann. Leb wohl. Das Nostrix. Das brauche ich für... ich weiss gar nicht mehr für was. Irgendetwas, was ich machen wollte. Muss dann schauen. Ich glaube, irgendwie bei der Rüstung hätte ich das gebraucht. Heya! Halt. Was jetzt, du Stück Dreck? Nein, Giele. Ich habe keine Zeit für euch. So, gehen wir wieder zu Kira. Kira, ich sage gerne Kira, weil wie mein Charakter im Skyrim Kira tauft. Giele? Nein, so nicht. Aha. Giele. Ich bin jetzt, seit ich das letzte Mal da war, ein bisschen besser geworden.
Und übrigens habe ich hier noch gerade, das wollte ich euch heute zeigen, Charaktere so ausbilden. Das ist alles auf Kampf ausgerichtet da. Und dann habe ich hier auch noch ein Kampfmutagen da, Angriffskraft. Und dann tut es die alle verbinden, die kampfmässig sind. Wenn ich hier ein Sättigungsmutagen drin tue. Wenn ich dann hier eins von denen drin tue, Vitalität, dann tut es dann mit der Vitalität verbinden hier. Und wenn ich eins drin tue, ein kleines blaues Mutagen, tut es dann mit der Verteidigung verbinden hier. Also mit den Zeichen. Es ist cool gemacht. Mit den Bäumen, wo man sich selber zusammenstellen kann. Langsamer. Keiner. Yes. Hallo. Ist jemand daheim? Hallo. Schätze Böni. Hallo. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ich bin ja da. Das haben wir alles schon gefragt. Ja. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Das sag's doch. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Ja, stimmt. Als wir dort zuerst mal begegnet sind, haben wir so ein Dokument gelesen, wo sie hat gesagt, dass sie gerne seine Studie sehen. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Komm. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Du aber Mädchen, der hängt ein bisschen das Püppi raus, tücht mich. So, jetzt, was machen wir noch mit dem abgebrochenen Tag? Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Das mache ich. Für den mache ich doch fast alles. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben.
Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay. Ein Gefallen unter Freunden. Ja, ich glaube, das machen wir doch gerade. Was? Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Ah, was? Du mach ein bisschen erzählen. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was gibst du mir? Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge, der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Gut, also. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Ja, aber dort sind wir ja vorhin gerade gewesen. Ah, dort bei dem Steinkreis. Du. Ja, also machen wir das zuerst. Aber jetzt bin ich gerade da gewesen. Gut, dann weiss ich ja, was durchgeht. Also, gehen wir noch einmal halt. Aber jetzt im Vorbeigang schauen wir noch, was es da hat. Dann machen wir das ganze Geschichte nochmal. Cool. Ah, das so vor 2 Folgen, so, oder 3 Folgen habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt machen, wo soll ich jetzt durch und so. Aber dann, Schneller. wenn man mit einem Ort wieder anfängt und so, läuft alles von selber wieder. Das ist super cool gemacht. Ah, sind da die Ertrunkenen immer noch hier? Ah. Nein. Und das System mit dem Ross, dass es gegen den Weg nachher geht, wenn man drückt, das finde ich ja so cool, oder? Ah, hier. Hier. Was ist denn da los? Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind... Schon wieder ein Fluch. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Giele, was seid ihr für ein Problem? Hilfenaht. Ein Hexer ist da. Also, aber meine lieben Leute, wir sagen 30 Minuten und wir fragen die 2 Trebor und Preben.
was sie für ein Problem haben. Vielleicht können wir da noch helfen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.